Herzlich willkommen bei Sehen statt Hören. Ich bin in Dresden beim 25. Deutschen Gehörlosensportfest. Wussten Sie, dass das erste Gehörlosensportfest schon 1920 in Erfurt stattfand? Also vor über 100 Jahren? In den nächsten 3 Tagen werden wieder viele verschiedene Sportarten angeboten, von denen wir berichten. Ich werde auch Europa- und Weltmeister und Deaflympics-Sieger treffen und die kleinen Stars von morgen. Es wird auch gefährlich, denn ich werde zur Waffe greifen. Seit der Pandemie mussten viele Veranstaltungen abgesagt werden. Egal ob kleine oder große Sport- und Kulturveranstaltungen, alles musste gestrichen oder verschoben werden. Lange gab es gar nichts. Das Sportfest ist also das erste Großevent und viele haben lange darauf gewartet und sind froh, dabei zu sein. Oder doch nicht? Wegen der Zweifel? Denn aktuell gehen die Infektionszahlen wieder hoch. Für den Veranstalter sicherlich kein leichtes und sorgenfreies Unterfangen. Das Sportfest war ursprünglich für den Sommer 2020 geplant. Alles lief gut, doch dann kam Corona, also musste das Sportfest ausfallen. Wir haben uns im Organisationskomitee ausgetauscht und dann entschieden, es um ein Jahr zu verschieben. Also war der neue Termin Mai 2021. Auch hier lief wieder alles gut. Dann musste es wieder ausfallen. Wir mussten also überlegen, ob wir das Ganze nochmal um ein Jahr verschieben sollen. Wir haben darüber mit dem Deutschen Gehörlosensportverband gesprochen. Wegen der Deaflympics im nächsten Jahr war die Verschiebung nicht möglich. Also musste ein Termin in diesem Jahr her. Auch nach Gesprächen mit der Stadt Dresden war klar, wir müssen es wegen der Anträge in diesem Jahr machen. Für diesen Sommer haben natürlich schon viele ihren Urlaub geplant und es sind noch Schulferien. Dazu kommt die unsichere Situation mit Corona. Trotzdem haben wir knapp 1000 Anmeldungen. Das ist schön, dass so viele gekommen sind. Und wegen Corona und der Inzidenzwerte ist es so, dass wir im letzten Sommer um die gleiche Zeit sehr geringe Zahlen hatten. Nun sind sie etwas höher. Die Bedenken haben wir mit dem Gesundheitsamt besprochen und ausgeräumt. Die Regeln müssen nach wie vor befolgt werden und viele sind mittlerweile geimpft. Das ist wichtig. Das sollte also gut klappen. Ganz herzlich willkommen, wenn auch mit einigen Monaten Verspätung, zum 25. Gehörlosensportfest. Bisher waren nur wenige Kontakte und Treffen möglich. Jetzt kann man wieder mit vielen Gehörlosen reden. Wegen Corona ging das ein paar Jahre nicht. Alles immer nur über Webcam. Das direkte persönliche Miteinander, diese Nähe, dieser Kontakt, das brauchen Gehörlose. Und es ist wichtig. Mein Herz pocht wie verrückt wegen dem Sportfest. Ich freue mich, weil ich hier Freunde wieder treffe und Spaß habe. Ich mache dann auch bei der Leichtathletik mit. Da freue ich mich schon. Ich mag das Sportfest. Hier sind so viele Gehörlose, man kann miteinander gebärden und neue Leute kennenlernen. Endlich wieder Meisterschaften. Alle Sportler sehen sich wieder. Das macht Gänsehaut. Die Freude ist groß, klar. Das Sportfest ist eröffnet. Ja! Die Bälle fliegen hier beim Tennis hin und her. Und irgendwo müsste hier ein amtierender Europameister sein, den ich treffen möchte.
Da ist er, der Europameister von Kreta in Griechenland, richtig? Ja, Du hast 2 Medaillen geholt, Gold und Silber im Doppel und Mixed, richtig? richtig. Du bist ja sehr verwöhnt, hast schon so viel gewonnen. Bist du mit der EM zufrieden? Schließlich bist du ja schon Weltmeister gewesen und hast die Deaflympics gewonnen. Der Reiz ist immer da. Die vorherigen Erfolge muss man vergessen. Es geht immer wieder von vorne los und ich möchte dann wieder erfolgreich sein. Ich hatte das Ziel, auch im Einzel eine Medaille zu holen. Das hat leider nicht geklappt. Eine Woche vorher hatte ich Verletzungspech. Dennoch konnte ich 2 Medaillen für Deutschland holen. Darüber war ich sehr froh. Bald stehen die Deaflympics in Brasilien an. Bist du dabei und welches Ziel hast du dafür? Wie laufen die Vorbereitungen? Ja, ich freue mich sehr auf die Deaflympics in Brasilien. Ich war noch nie in Südamerika. Das fehlt noch. Deswegen will ich gerne dabei sein. Es geht aber nicht nur darum, in Südamerika zu sein. Ich will auch eine Medaille für Deutschland holen. Die Vorbereitungen laufen schon seit der EM. Meine Verletzung muss ich noch auskurieren und dann geht's Richtung Deaflympics. Mit dem Bundestrainer Thorsten Fontheim laufen schon die Vorbereitungen. Welche, kann ich nicht sagen. Das ist der Bundestrainer Thorsten Fontheim. Bei der Europameisterschaft habt ihr 2 Medaillen gewonnen. Bist du mit deinem Team, also der Mannschaft, zufrieden? Ich muss sagen, insgesamt betrachtet bin ich sehr zufrieden. Es war keine einfache Situation während der Corona-Zeit. Für das Training waren im Winter alle Hallen geschlossen. Für eine Halle bekamen wir die Erlaubnis, bei den anderen war das nicht möglich. Trotzdem haben wir 2 Medaillen geholt, darüber sind wir glücklich. Es war dort sehr heiß, unglaublich. Gemessen waren es 35 Grad, aber gefühlt 40. 2 Spieler von uns hatten auch Kreislaufprobleme, bekamen einen Sonnenstich. Es wurde zur Mittagszeit gespielt und wir mussten das seitens der Organisatoren so hinnehmen. Wir haben bis zum Schluss gekämpft und damit können wir zufrieden sein. Die Deaflympics stehen bevor und es ist bekannt, dass die deutschen Frauen und Männer für Medaillen sicher sind. Wie ist es aber mit der Zukunft? Gibt es schon genügend Nachwuchs? Wie sieht's da aus? Einige unserer Nationalspieler sind schon über 30. Für die Zukunft haben wir schon etwas Sorgen. 2, 3 junge Spieler haben wir schon im Auge. Sie müssen sehr hart trainieren, um Spitzenleistungen zu erreichen. Wir arbeiten auch daran, weiter nach Nachwuchs zu suchen. Wir bleiben da dran. Die aktuelle Mannschaft hat die Deaflympics im Blick und weiß, das Ziel ist nicht mehr weit. Sie trainieren hart und ich bin überzeugt, wir werden einige Medaillen holen. Tag 2 des Sportfestes steht bevor. Aber was ist mit dem Wetter? Es regnet. Es fühlt sich schon wie Herbst an. Zum Glück geht's jetzt in die Halle. Und ich hatte ja gesagt, es wird auch gefährlich. Kommt mit. Da ist er. Ingo Schweinsberg, der mehrmalige Deaflympics-Sieger und Medaillengewinner. Stimmt's? Ja. Heute wird er mir zeigen, wie das mit dem Schießen geht. Ich selber habe überhaupt keine Ahnung davon. Alles klar. Beim Schießen gibt es zweierlei Wege. Zum einen haben wir den Konzentrationssport, wo mit den Luftdruckwaffen geschossen wird, also dem Luftgewehr, der Luftpistole. Dort werden einzelne Schüsse abgegeben. Es gibt aber auch den Reaktionssport, also mit der Sportpistole und den Revolvern. Hier bleibt keine Zeit zum Denken. Deshalb ist für den Anfang immer eine Luftdruckwaffe am besten, damit du ein Gefühl für die Konzentration bekommst und wie es mit Kimme, Korn oder dem Ringkorn ist. Dann zieh bitte deine Jacke aus und ich zeige es dir dann mit dem Schießen. Ich werde heute also mit der Pistole schießen? Selbstverständlich. Die Luftdruckwaffen haben immer eine Kimme und ein Korn. Beide müssen auf eine Linie gebracht werden.
Auf diese Höhe hier, damit du dann ins Zentrum schießt. Okay? Dann laden. Okay, und auf die Stellung achten. Gut. Da ist er. Da. Ja. Ein guter Schuss für den Anfang. Wieder laden. Welche sind denn deine Lieblingsdisziplinen? Ja, also früher, so bis kurz vor Corona, habe ich am liebsten mit dem Gewehr geschossen. Und zwar in der Königsdisziplin 3x40, dem Dreistellungskampf. Für diesen Wettkampf braucht man ungefähr 3,5 Stunden. Die Stellungen sind kniend, liegend und stehend. Das war meine Parade- und Lieblingsdisziplin. Dort habe ich viele Erfolge geholt. Was braucht man denn fürs Schießen? Was ist besonders wichtig? Ist es Konzentration, Ausdauer oder Muskelkraft? An erster Stelle steht das Mentale. Man braucht ruhige Nerven und die Kraft spielt nur eine Nebenrolle. Wichtig ist auch die Technik, die Körperstellung, die Konzentration, was geht. Dann die Visierung auf das Ziel und die Überlegung, ab wann geschossen wird. Das macht einen guten Schützen aus. Man braucht auch viel Praxis und Wettkampferfahrung, also die Erfahrung, wie es ist, mit anderen zu schießen. Wenn man zum Gegner schaut, wird man vielleicht nervös. Das darf nicht sein. Die Konzentration muss dem eigenen Stand gelten und es muss technisch sauber geschossen werden. Und dann kann man erfolgreich sein. Interessant. Sehr interessant. Danke. Gerne. Wie ihr seht, wird jetzt mit dem Luftgewehr geschossen. Die Entfernung ist 10 Meter. Es ist eine deutsche Meisterschaft, welche gleichzeitig auch die Qualifikation für die Deaflympics ist. Es werden 60 Schuss abgegeben. Es ist also viel Konzentration gefragt. Das ist Norbert Hensen, der Vizepräsident vom DGSV mit dem neuen Zusatz V als Abkürzung für Deutscher Gehörlosensportverband. Stimmt. Beim DGSV herrscht in letzter Zeit viel Unruhe und Krisenstimmung. Zum Beispiel möchte die Deutsche Gehörlosensportjugend austreten und eigenständig werden. Auch seid ihr beim Deutschen Gehörlosenbund zuerst ausgetreten und dann wieder eingetreten. Es sind auch viele Austritte von Mitgliedern zu verzeichnen. Was ist da los? Ja, die Zusammenarbeit mit der Sportjugend ist nicht so einfach. Mit dem neuen Vorstand gab es ein bisschen Reibereien. Aber aktuell haben wir einen Konsens und die Schwierigkeiten sind soweit beseitigt. Das passt. Tja, und das mit dem Gehörlosenbund ist noch nicht geklärt. Es ist so, dass wir beim DGB Mitglied sind. Und wir haben das Gefühl, vom DGB nicht wertgeschätzt zu werden. Wir sind ja auch ein Dachverband, so wie der DGB. So passt es irgendwie nicht, dass wir dort untergeordnetes Mitglied sind. Wir haben den Sportbereich und der DGB den Kulturbereich. Unser Ziel ist, eine Kooperationsvereinbarung abzuschließen und dass wir als Dachverbände die jeweils eigenen Interessen vertreten. Das ist aber noch nicht abgeschlossen. Beim bevorstehenden Verbandstag wird das noch einmal entschieden. Das dritte war nochmal? Von Mitgliedern? Ja, die Austritte der Mitglieder. Das passiert im Moment überall.
Wir haben das Ziel, mit der DGSJ eng in Sachen Jugendarbeit zu kooperieren. Mit dem entsprechenden Empowerment im Jugendbereich können mehr junge Leute in den Verband geholt werden. Die Technik ist immer mehr verbreitet, also Videospiele, private Treffen. Viele haben keine große Lust mehr auf Sportvereine. Für dieses Problem muss man Lösungen finden. Das heißt, der Sportverband steht mit seiner Arbeit eher noch auf wackeligen Füßen? Ja, das ist so. Ihr habt auch die Vorstellung, 2 neue Stellen für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zu schaffen, um beispielsweise mehr Sponsoren zu gewinnen. Ihr wolltet vom BMI auch mehr Gelder zur Förderung des Breiten- und Leistungssports bekommen, um international oder bei den Deaflympics mehr Medaillen zu holen. Konntet ihr das schon umsetzen? Eines konnten wir schon erreichen. Mit dem EFI-Projekt werden wir Deborah Sikander einstellen. Wir wollten eine gehörlose Person, die den entsprechenden Hintergrund hat und somit in Sachen Inklusion eine andere Wirkung erreicht. Sie arbeitet seit dem 1. September bei uns. Für die Öffentlichkeitsarbeit haben wir bei der Partizipationsförderung einen Antrag gestellt. Wir bekommen im September eine Antwort. Wenn das klappt, stellen wir eine zweite gehörlose Person ein, um gegenüber Sponsoren oder anderen entsprechend auftreten zu können. Wir hoffen, das klappt. Das BMI hat uns schon 2013 angemahnt, dass unsere Leistungssportförderung gestrichen werden könnte, weil wir im Medaillenspiegel immer weiter abrutschen. Die Erklärung seitens des BMI ist, dass die Ränge 1 bis 8 die Weltspitze und die Ränge 8 bis 12 die erweiterte Weltspitze darstellen. Und wir sind mittlerweile auf den Plätzen 13, 14 oder darunter. Die Förderung würde somit gestrichen, welche eigentlich als Anreiz gedacht ist. Ob die Förderung wegfällt, entscheidet sich 2022 mit den Deaflympics in Brasilien. Wir haben gekämpft, dass wir einen Sondertopf bekommen, der speziell für die Deaflympics gedacht ist, um die Sportler mehr zu fördern. Wir hoffen, das klappt. Danke fürs Gespräch. Gerne. Wie ihr seht, sind wir jetzt beim Beachvolleyball. Vorn hat es wie aus Eimern geschüttet. Im Moment geht es wieder, aber es ist noch ganz schön kalt. Die beiden Mannschaften sind die Top-Teams aus Deutschland, die vor kurzem bei den Weltmeisterschaften den 9. und 6. Platz belegt haben. Jetzt spielen sie hier gegeneinander. Wird bestimmt ein enges Match. Es steht nach Sätzen 1:1. Das heißt, der nächste Satz ist der letzte und bringt die Entscheidung. Glückwunsch. Das ist Marco und das ist Max, richtig? Ja. Das war gerade ein heißes Match. Das Team von Marco hat gewonnen. Vielleicht gibt es dann im Finale eine Revanche. Mal schauen. Bei der Weltmeisterschaft in Polen habt ihr den 6. und 9. Platz belegt. Seid ihr mit dem Ergebnis zufrieden oder wie sieht's aus? Das Ergebnis ist in Ordnung. Es hätte besser sein können. Leider haben wir dann gegen die Russen gespielt und verloren. Den ersten Satz hätten wir holen können. Schade, aber der 6. Platz als Ergebnis ist gut. Wir waren ein bisschen enttäuscht. Wir sind auch im Achtelfinale rausgeflogen. Trotzdem sind wir zufrieden, denn wir haben noch andere Baustellen. Wir sind noch nicht so gut eingespielt und an der mentalen Stärke müssen wir noch arbeiten. Das war unser Ziel und wichtiger als die Platzierung. Deswegen sind wir insgesamt zufrieden. Bald stehen die Deaflympics an. Seid ihr beide dabei und wie sehen eure Vorbereitungen aus? Und wie ist es mit den Erwartungen? Geht's von Platz 6 und 9 nach ganz oben? Klar wollen wir bei den Deaflympics unbedingt dabei sein. Ich kann mir vorstellen, dass wir in den gleichen Teams spielen werden. Unsere Entwicklung für die Zukunft könnte sehr gut sein. Ich kann mir das gut vorstellen. Was die Vorbereitung betrifft, normalerweise wären die Spiele im Winter. Nun sind sie verschoben worden, also mussten wir neu planen. Wir werden im Winter in einer Beachhalle trainieren und im Sommer natürlich Turniere bei Hörenden spielen und viel draußen trainieren. Und bei euch? Wir planen ähnlich. Und unsere Vorbereitungen laufen wie bisher. Wir werden unsere Taktik noch trainieren müssen.
Auch bei den Aufschlägen wollen wir druckvoller werden. Sonst läuft alles. Wir planen dann von Spiel zu Spiel. Na, dann wünsche ich euch, wenn ihr bei den Deaflympics dabei seid, viel Glück und Erfolg. Danke, super. Danke. Heute ist der 3. Tag. Im Moment regnet es gerade mal nicht. Wie gut. Wir sind jetzt hier bei der Leichtathletik und den ganz Kleinen, den Kindern. Es gibt verschiedene Disziplinen. Weitsprung, Werfen, Hochsprung und Laufen. Mal schauen. Hallo, wer bist du? Ariana. Ah, Ariana. Und woher? Aus Berlin. Berlin, prima. Und freust du dich, endlich mit den anderen Kindern zusammen Leichtathletik zu machen? Bist du schon aufgeregt? Ja. Was wirst du jetzt machen? Werfen oder springen? Werfen. Du wirst jetzt also zuerst werfen. Mal abwarten. Schön. Und glaubst du, du schaffst das? Oder? Mir ist es egal, ob ich verliere oder gewinne. Na dann viel Glück. Während hier viele kleine Kinder herumspringen und gegeneinander antreten, fragt man sich, wo denn die Erwachsenen, die Spitzensportler sind. Sie sind in Polen bei den Weltmeisterschaften. In den letzten Jahren sah es mit der Medaillenausbeute nicht so toll aus. Doch bei dieser WM gab es Medaillen und sogar 2 goldene für Alexander Bley. Ich war vorne, dann kamen die anderen ganz nah ran. Wenn ich hier so die ganz kleinen Kinder Sport treiben sehe, dann ist das für die Zukunft, also für den Nachwuchs wichtig. Und da ist im Moment die Deutsche Gehörlosensportjugend in einer großen Notsituation. Ein ehemaliges Vorstandsmitglied hat im Sommer 2020 Gelder veruntreut. Im Oktober 2020 wurde beim Jugendtag in Erfurt bekannt gegeben, dass es sich um einen 5-stelligen Betrag handelt. Der Vorstand musste im Dezember feststellen, dass damit eine sehr schwierige finanzielle Situation herrscht. Deshalb brauchen wir eure Geldspende. 75.000 € sind da verschwunden. Wie geht es für die DGSJ weiter? Neben mir ist Claudia Raschke. Sie ist Beisitzerin bei der Gehörlosensportjugend. Die 75.000 € sind weg. Wie ist der aktuelle Stand? Im Moment läuft ein Gerichtsverfahren. Deshalb kann ich keine weiteren Details dazu sagen. Wir mussten überlegen, was wir machen. Also haben wir den Spendenaufruf gestartet. Anfangs lief es wahnsinnig gut, aber dann ging es eher schleppend voran. Uns fehlen noch 40.000 €. Wir haben noch einen Monat Zeit und hoffen, dass es bis dahin klappt. Dann drücke ich euch fest die Daumen. Danke. Die Sportjugend möchte ja beim Gehörlosensportverband austreten. Wie sieht es da aus? Gibt es noch Spannungen zwischen euren Verbänden? Ja, da gab es große Spannungen. Deshalb wollten wir eigenständig werden. Wir werden jetzt aber versuchen, uns langsam wieder anzunähern. Mal sehen, wie uns das gelingen wird und welche Lösungen wir finden. Wie gesagt, ich drücke euch die Daumen, Danke. auch im Sinne für den Nachwuchs. Ja, das ist uns auch wichtig.
Die Organisation, das Sponsoring, die Leute fand ich super. Auch die Sportanlagen waren super. Es hat immer wieder geregnet, das war enttäuschend. Zur Kinderbetreuung sind nur ganz wenige gekommen, sehr schade. Endlich wieder Sport nach 2 Jahren. Ja, Sie haben den ersten Platz gemacht. Ihn könnt ihr aufnehmen. Ja, was soll ich sagen? Zuerst haben wir Sie geschlagen und dann Sie uns. So ist es. Wir sind schon gleich stark. Da ist eine Antwort schwierig. Es war eng. Die haben gut gespielt, wir haben verdient verloren, muss man akzeptieren, fertig. Es war schön, wieder Menschen zu treffen und sie zu umarmen. Das Beste war, wir sind deutscher Meister im Fußball geworden. Hier, das sind sie alle. Hier läuft gerade die Abschlussveranstaltung und somit ist das 25. Deutsche Gehörlosensportfest fast zu Ende. Die letzten 3 Tage waren sicherlich nicht einfach, aber für die Teilnehmer war es wichtig, wieder zusammenzukommen. Egal ob Spitzensportler oder Breitensportler. Alle haben sich wohlgefühlt und konnten wieder zurück zu etwas Normalität. Wo und wann das nächste Sportfest stattfindet, ist noch nicht klar. Und noch ein letzter Hinweis. Unsere Kollegen vom MDR, von der Sendung Selbstbestimmt, haben auch einen Beitrag über das Sportfest gedreht. Hinter mir kommt schon so richtig Feierstimmung auf. Da werde ich jetzt auch ein bisschen eintauchen. Ciao.